Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel sagt was? Seid ihr noch fertig? Organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möcht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Haut dabei als Miriam? an den Timo? am wir schwatzen Hauderen am Neuen Testament vom Buch Jacques. Und wir sind am Kapitel 2 und ihr könnt das auf der Seite 377 finden. Aber wie gesagt, da gibt es eine App und die heißt Bibel auf Lützeburg. Da könnt ihr auch an die App gehen an 1. Jacques Kapitel 2 raus sichern. Und wir sind heute vom Vers 14 bis 26 gegangen, darüber zu schwatzen, weil das eine Fortsetzung war von der letzten Kehr. Die letzte Kehr hat man davon geschwärzt, dass den Jacques gesagt hat, dir sagt, dir was besser, dann soll ich ein Argument geht Wissen durch am Glauben oder Favoritismusweise natürlich mit deiner Meinung zu denen. Und lo geht drauf ran, an die schwätzt drin und Menge Geschwister. Was für ein Wert hat, wenn ihr seht, hat Glauben, mir möchte kein Toten. Und er fängt seine ganze Thematik und sein ganz Resonieren fängt lo an mit einer Frau. Und hin hält uns lo, wir drei, mit auf die Fahrt von, wie soll man denken, auf wie resoniert hin die ganze Geschichte aus. Wie beantworten Sie diese Frage? Darum geht es. Hat irgendwelche Gedanken darüber gehabt, wie die Frage gestellt wird? Also nicht bizarr, dass sie sieht, und da trennt, das ist für mich eine künstliche Trennung. Glauben an Toten, Toten an Glauben. Für was trennten die Sache? Also ich die Frau komisch fand, weil wir hier nämlich an einen Kontext sind, den ich haut zu dich Schläf gesehen, was meinst du hat. Wir sehen ja hier einen Burenerweh, wo der Jacques als Jud, den und Jesus gelebt, den ein Halbbruder von Jesus war, und Jude schreibt ja an die Diaspora sind die Ohren der Jesus leben. Haut dich, wenn man nicht mehr Juden am Kopf haben, auf die Religion vom Judentum, da geht das oft verbunden mit, dass das eine Religion, wo man muss irgendetwas machen, also Doten oder Wirken, gibt man biblisch Wörter dafür benutzen. Und oft wird am christlichen Kontext gesagt, wir sind die Religion, wo es um Glaube geht, und da kommen dann noch irgendwo Doten oder Wirken, also weil das was Christen oft betonen von der Bibel hier. Und hier ist es so, wie wenn ihr praktisch Juden seht, die macht nicht. Also schon die Frau witzig fand, weil es haut zu dich, geben sie nicht so verbunden mit Juden. Aber heute Juden, die sich ewig gehen, und ihnen stellt ihnen die Frau, wo sind die Toten? Und ich muss schon sagen, dass ich da recht gehen, das ist auch ein komisch froh, weil, ja, klingt wie ein rhetorisch froh. Also Glauben ohne Tote, ja, dann, also verbinden oft Glauben mit irgendwie einem Lebensstil. Ja, aber du hast nicht dann zum Beispiel jetzt in Österwald haut zu das, wenn in der Christentum am großen Ganzen denkt, dann gebe ich so, dass die Majorität von der Christen gebe so, dass sie leben. Also, wenn hier die Leben guckt, dann kannst du keinen Unterschied am Rest von der Welt sehen. Sie gehen Sonntag an Mars, sie gehen vielleicht mal nicht Sonntag an Mars, sie gehen Ostern an Mars, sie gehen Christen an Mars oder was auch immer. Oder egal was für eine Form von Christentum das ist. Und es ist schön, dass das ist eine menschliche Tendenz, wenn man mal etwas groß gesehen am Judentum groß, da sind auch bestimmt drin, die aus gewünscht an die Synagoge gegangen sind. So wie jeder. Wir dafür stellten die zweite Frage. Wir haben mit Güte geschwärzt. Kann euren Glauben herretten? Du hast halt bewusst so fortgelöst. Ja. Weil am Hebräischen, also am Griechischen steht dann so nicht. Me kann eure Glauben herretten.
Also die spontan Antwort vun protestantische Christen wäre ja. Me so wie se euch stellt, als eng Antwort nee. Wat geht de Glaven? Dat is wat provozeiert ja total. Das ist schon mal interessant, wenn die Frage raus aus dem Kontext holen. Und einfach so holen wir die Klasse protestantische Christen. Wenn du denen gehst vorstellen, ich so noch mal ein bisschen anders noch, kann eure Glauben allein, das wie auch steht nicht am Griechischen, do, hier retten, da wird dann von ja. Weil das hier vorher schon mehr am Bremer, muss man schon im Moment gucken. Das. Boah, ich so nicht heute. Ja. Glaven. An sich Glaven hun. Ich so in der Süddateien. Wie viele Billionen Leute sind wir auf der Welt? Alle, 6 Billionen Leute oder 7 Billionen Leute. Sie leben alle gut. Ja, das ist das, was du mich spät seht, wenn du seht, auch Dämonen leben an Zitren, also... Ja, also Glaven. War das Glauben eigentlich? Glauben. Vorhand drüber das Glauben. Nee, Glaven und wen? Glauben und wen mir auch. Ja, aber auch war das nicht. War das Glauben? War das Okay. Glauben? Das ist auch ein wichtig froh. Weil, wie soll ich so ein Glauben, wenn man von Dämonen hier am Beispiel schwatzen, dann sie glauben, dass Gott existiert, dass hier den einzige richtige Gott ist. Sie glauben das, sie wissen es, an andere Wörter. Das ist das, was Glauben ist, sie wissen es. Aber das ändert nichts an ihrem Status als Dämonen. Sie sind aber Base-Wesen, können keine Rettung oder keine Gnade von Gott erleben. Und sie zittern, weil sie wissen, dass Gott den einzigen richtigen Gott ist. Das heißt, sie wissen, was kommt, sie wissen das Resultat, sie kennen hier an. Das heißt, also für mich ist Glaube mit Wissen verbunden. Ja, was ich interessant fand, dass wir zweimal das Spiel gemacht von den Froh aus dem Kontext hält. Dann wäre das interessant. Also schon die echt froh Wünsche aus dem Kontext gesagt, wenn den Haut Judentum a Christum für einen keine so die Frau ist ein bisschen komisch, wo Juden zu stellen. Und die zweite war Beispiel mit protestantischen Christen. Mit dem Kontext, das ja von der letzten Kirche hat ja das Beispiel gegeben mit einem armen Mann an der Synagoge, materialarm, und den Namen herausfand, dass das zwar mit der Herzensausstellung zu denen hört, aber mit einem reichen materiellen Mann. Und hier sein Beispiel hat nur, dass ja auch heilo, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht das nötig du gezeigt hat, und ohne dass die durch die ersten ist, an von ihr seht, dann da könnt dann, was die Person geht. Ich meine, hier geht hier Kontext. Das ist ja krass, wenn du seht, geh am Frieden, wem dich an erstes sagt. Ja, aber was hier möchte, ist, hier setzt die Frau in den Kontext. Also das ist nicht einfach so, kann Glauben dich retten, weil du keine mit der Bibel so ja, wir haben im Kontext bemixst das dann nee, weil er will definieren, für dich, wer das Glauben, dann logisch ist, also eigentlich könnte ein Zweck ab den Anfang von Kapitel 2, just das ein Beispiel gibt, ich gebe mal so, dass wir wann gibt so an der Synagoge sitzt du den Armen, den nicht das nötig du gezeigt hat, den Armen, den wir bei Kapitel 2 am Anfang gesehen haben. Und wir doch nicht verziehen, das ist also real arm. Und du siehst nur dem, du am besten auch noch die Reiche favorisiert hast, siehst du zudem, weil er ja Frieden, am besten siehst du noch gut christlich, der Jesus hätte dich auch gern. Und dann guckst du, dass der ist. Ja, und hier ist der springende Punkt. Weil ihr seht, das, was die Person du möchte, das ist das Schlimmste, was du kannst machen mit einer anderen Person. Das ist ja mega krass. Du kannst ja nicht darum leben, dass du sollst am Frieden gehen und dass du sollst warm sitzen und dass du dich sollst seit essen. Das ist der Glauben, das ihn definiert. Hier ist der Glauben. Du sollst warm sein, du sollst gut warm sein und du sollst gut essen und du sollst am Frieden sein. Ich meine, Also den Termin benutzt, dass den ihr beschreibt, was die Person das Hypokrisie. Ja, und dann, das Problem ist, er glaubt fest daran, dass die Person das soll tun. Und dann möchte er nicht dafür, dass die Person das tut. Da glaubt er nicht daran, dass die Person das soll kriegen. Weil das ist ja der springende Punkt. Hier sagt zu der Person, du sollst das kriegen, aber ich helfe dir nicht, für das zu kriegen. Und was glaubt der? Das ist ein bisschen so, mein Papa hat früher zu uns als Kanner gesagt, wenn wir für eine Prüfung geleiert haben, du kannst zu Gott beten, dass er dir hilft, aber wenn du nicht geleiert hast, er möchte wundern nehmen, wenn er findet, dass es der Wert ist. Und hier ist es so,
dem Person kann ja Druck leben, dass Gott Wunder möchte, dass erste vom Himmel fällt, weil doch an der Bibel Gott die Geschichten, an die auch historisch Fakten sind. Aber rar. Aber das wird dann vielleicht einer Grund, zum Beispiel bei den Israeliten an der Leihe von Moses, dass vielleicht, weil sie auch nicht viel so schwer haben an der Wildnis, was sollen sie sonst essen? Wir hier ist es so, und plus kann ich ja davon ausgehen, dass wenn ihr seht, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht das nötig tut, dann du geht davon aus, der gehört, so ein moderner Begriff, der gehört zur Mittelschicht oder ist vielleicht die Person am Rangumfanger. Also die nicht ganz sicher Möglichkeiten, dem Mann etwas zu gehen. Mir sei Glaube besteht daraus, dass du nun, da so ein bisschen vielleicht Space gesagt, du lebst mehr Wunder, weil und aktiv etwas machen. Das wie wann ich gebe so und ich sind den mit Moyen für einem zu helfen und ich stehe einem entgegen den Hilfe braucht und ich schon Moyen und ich so ich spiele für dich. Ja. Oder Es sieht vielleicht einstehen, für was hier gebiert tut, den ihm die Antwort kann geben. Ja. oder wie Menschen dann sagen, oh Gott soll dich sehen. Ja. Mehr ist Sinn, das. Wie sehen Gott das dann? Aber Gott hat dir gewiesen, dass er das soll machen. Ja. Aber bon. Und das ist der springende Punkt, weil hier sieht dann halt ganz klar, so als auch der Glauben ohne Toten an sich selber tot. Wobei ich mit dem Satz gleichzeitig im Zustimmen an ein Problem habe. Römer 10, Vers 9 steht, denke ich, ja. Dann komme ich schon, dass alle Du gut könnt da eine typisch protestantische Definition von Zing. Glauben. 10 Vers 9, das ist Seite 269. Du steht, wenn du mit deinem Mund den Herr Jesus bekennst und an deinem Herzen glaubst, dass Gott hier von den dödischen Oberstuhl gelost wird, da wirst du gerettet. Und das ist eine biblische Definition, die du kannst geben, wenn du an deinem Herzen also glaubst, wie hier steht, dass Gott Jesus Oberstuhl gelost wird von den Dödischen. Und du siehst mir das, also du siehst, ja, der Jesus hat am Menge Leben etwas zu sagen, als den Herr, als der Chef, ja, da was du gläubig. Und gleichzeitig sieht heute Jacques, aber wenn da nur nicht könnt, also an deiner Lebensweise sich nicht geändert wird, dann ist es tot. Und das wird tot, das ist nicht, also das ist nicht viel Spielraum. Nee. Also seht nicht, dann hört eine Kratzer. Also seht ihr eigentlich, dann ist es fertig. Ja. Also das ist schon hart, was man sieht. Das ist wie wenn es ergänzen. Ja, das also ich gesehen die zwei nicht als also es sind viele Leute, die so die zwei Konzepte als Konflikt gesehen. Wo ich so nee, wenn du den Römer 10 kennst und du weißt, wen der Jesus ist und du weißt, was der Jesus gepredigt hat, dann ist das, was der Jacques sagt, ganz logisch. Der Jesus war bei ihm als immer um die Aktion gegangen. Das Also beides stimmt. Beides geht Hand an Hand. Du musst das mental unerkennen, Ja. natürlich. Aber wenn es, wie gesagt, wenn es just beim Wissen bleibt, aber wenn es nicht den Rest von deinem Leben durchdrängt, das ist so wie der Schmerz, den wir in der letzten Episode gelesen haben, wo steht, dass mit dem ganzen Verstand, mehr auch mit dem ganzen Wesen, mit allem, was du bist, soll es Gott gerne haben. Gut. Vers 19. Du glaubst, dass ein einziger Gott gibt. Das Was hat ich greift denn direkt Geschmack? Ja. Voilà. Dann, mir fehlt, ich kann nicht sehr, vielleicht müssen wir den Enker kurz erklären beim Schmar. lass mich zu sagen, sehr Ja. für Drogo. Ich sehe dann, nur dem, wo gesagt hat, so als auch der Glauben ohne Toten an sich selber tot. Das ist so wie wenn der Glauben angeschlossen war, und du Glauben mit das nicht Praktisches. Das ist Theorie. Der Glauben, das ist Theorie. Mit der Glauben Theorie hilft keinem Mensch, hilft Gott nicht, hilft keinem. Hilft dir selber auch nicht. Weil du bist ein Theoretiker, das heißt, du bist ein Akademiker. Nein, ich bin kein Akademiker. Aber du musst auf einem Intellektuellen, nicht auf einem, wie ich so, auf einem praktischen Level. intellektuellen Level. Es soll nicht nur eine intellektuelle Übung sein, aber es soll etwas sein, was
dein Denken verändert ja dein Beholen. Voilà. Und soll dein Denken so durchprägen und du sollst dein Denken so durchprägen lassen, dass dein Beholen auch verändert wird. Voilà, du änderst eng Menung. Ja, das ist ja, was man die ganze Zeit müssen machen. Wir gehen heim mit etwas konfrontiert, was an der Bibel steht. Und die Bibel lässt darüber raus, dass du deine Meinung sollst ändern. Darum geht Gott sein Wort. Du Also, sollst deine Meinung ändern. Das heißt, wenn du siehst, ich glaube, was Gott sagt, aber du änderst deine Meinung nicht, weil deine Meinung anderer weiß, das nicht durch die Toten, die du machst, weil du durch dann ein Bibel anders behältst. Weil dann, wenn du deine Meinung hast und du bist überzeugt von der Sache, so behältst du dich dann noch. Unbewusst, das heißt, du änderst dich unbewusst, weil du davon überzeugt bist, dass das richtig ist, was du siehst, und dass es ein Teil von dir geht, dass deine Meinung geht. Und nicht mehr nehmen etwas, was Gott dir abzwingt, wenn ich das so Timo, darf was sagen. wolltest du sagen? muss ich so, dass hier, so wie du erklärt hast, eigentlich wirklich den Juden hier am härtesten Punkt von ihrem Glauben trifft. Weil die Satz, den Leben am Vers 19 gelieft, du glaubst, dass den einzigen Gott Gott, gut so. Wie gesagt, das hat man der letzte Folge auch an Deuteronomium 6, der seit 250 an der Lehre von Moses lauscht der Israel eben ob Hebräisch wird der Schma Israel. Und dann nur die Jahwe als Eise Gott, der Jahwe als den einzigen, der das für die Juden damals, ich denke noch für die meisten Juden heute, die Orthodoxen und so weiter, da das wirklich das Fundament von ihrem ganzen Glauben. Absolut, weil sie müssen dem oder den darauf so. Genau, aber also bei den heute Juden natürlich, die hier an der Diaspora sind, als die Schma Israel sozusagen erweitert gehen, dass uns bemerken, wir haben hier am Jesus, der Jung vom Pap, eine persönliche Beziehung mit Gott an die Schma Israel ein bisschen erweitert. Und trotzdem, ihr schreibt die Briefe ja wahrscheinlich nicht, weil sie nicht die Probleme haben. Also möchtet ja nicht wahrscheinlich einfach nehmen, weil du Lust hast, hinabs zu schreiben. Das heißt trotzdem, dass sie den Jesus kennengelernt haben, also noch mehr Gott nachkommen sind, den sie schon am Judentum probiert haben, uns zu bieten, was ja gut ist. Das sieht ja sogar halt gut so. Hat noch nicht in ihrem Lebensstil sich geändert. Ja, mit der gute so, so spöttische gute Ja, so. das, ja, mit, So, seht ihr, das falsch. Ja, aber boah, der gute so, also wirklich, ich möchte Gag martieren. Weil du noch sitzen, ja, auch die Dämonen leben Alles ist Schmer. alles ist Auch die Dämonen leben in der Schmer, das Gott in Ähnchen, das dafür mich ein bisschen Gag martieren. Mir war das ja interessant, dass wenn ein Eiselo rausfordert, wenn er sagt, okay, du weißt mir der Glauben, und ich weiß in dir mein Tote. Weißt du mir der Glauben ohne den Toten, und da weiß ich dir mein Glauben durch mein Toten. Lo fängt an kritisch zu gehen. Und da ist wirklich etwas, wo ich will, dass wir ehrlich antworten. Wie kannst du der Glauben weisen ohne Toten? Ohne praktische Glauben, wie kannst du der Glauben Nee, beweisen? kannst du nicht. Wie weit kannst du das doch nicht? Ja, weil die Bibel sieht, dass ihr das nicht gesehen. Mit mir als Protestanten, Ja, aber okay, das ist Geben Bibel sagt, aber- mir, weiß mir ja. praktisch. Schwatzt du praktisch, wie du von da. ich kann einfach mich auf Bremer 10 bewerten, also du kannst nicht an mein Herz rangucken, ich leben habe. Das wäre der Versuch, den ich mache. Okay. Es wäre falsch, weil wenn ich, wie gesagt, den Abend dann längst leihen lassen, als der Jacques ja umgegangen, mich zu vernennen, zu Recht. Mit das wäre mein Versuch, wie ich da probieren, menschlich Riech zu bauen. Wo ich so um mich. Oder? Ja, ich meine, ich habe mir vorgestellt, Glauben ohne Toten zu weisen. Das ist so, wir machen einen Podcast, und wir schwätzen heute drüber, und wir gehen heim, und wir machen den Contraire. Oder wir konsiderieren mal nicht, was gesagt ja. ist. Das heißt, ich kann mein Glauben nur weisen, weil ich kann darüber artikulieren, Ja. ich kann darüber debattieren, ich kann darüber schwätzen. Ich hatte eine schöne Zeit, ich war in einem schönen Club, und ich gehe nur heim, und dann mache ich mein Leben. Das, was ich wirklich meine Meinungen sind, das weiß ich dann nur daheim. Das ist ein bisschen so, und das, was man noch will sagen. Da weiß man mal, der Glauben ohne den Toten. Wie geht das dann? Wie kannst du das weisen? Wie kannst du da sagen, ja, ich glaube, ich brauche aber nichts mehr zu machen. Aber
geht es darum, es für zu leben, nichts zu machen? Für was gehst du überhaupt gläubig? Gehst du gläubig für nichts zu machen? Das ist die Frage. Wenn du Nachfolger von Jesus gehst, Jesus hat da eine Aufgabe gegeben. Das heißt, du hast geschworen. Mit der das war, Nichts zu machen. du schwätzt natürlich ab so was Haus, die ich eure Problem kann sehen. Ich lebe, weil ich will, erklammern, just errettet gehen. Ich will den Ticket kriegen. Genau. Aber wenn man Remer 10 länger war an der Kapel holen, an der Erinnerung ausrufen, durch Stung, ich lebe am Herzen drin, dass ihr sauber stand, das ist ein Ticket. Aber die Satz dafür, weil man Mund bekennt, dass Jesus den Herr ist, da das, wie du siehst, das ist wirklich viel Widerspruch zum Jacques, weil das eigentlich, weil Jesus mein Chef ist, also ab dem Moment ja eine Lebensveränderung, weil ab dem Moment der gleiche Jesus, für den Heil schwätzt, der sagt, du musst etwas changieren an deinem Leben, du musst aktiv so leben, wie ich bei ihr gemacht habe, als Jesus, als Jung von Gott, und noch wird schon sowieso immer an der Bibel stehen, an der Lehre von Mose und so weiter. Du hast aber gut beschrieben, wie ich kann ein Leben ohne Glaube weisen. Jesus ob ihn sich halt traut, dem Jacques so zu weisen, dass ihr seht, ich schwätze schön an der Kirche und du hast im Leben ja nicht. Weil ich denke, der Weise ist ja auch die Heuten. Ich meine, das muss alle Guten doch verstehen. Ich würde insistieren, dass den am meisten von Gott seinem Wort weiß, als den am meisten möchte. Nicht den am besten drüber kann schwätzen. Das ist das Prinzip. Und du weinst, als das leitet Heuten drinnen, ohne dass den Jack das klar sieht. Die sieht einfach, im Moment, die sieht schütten, die sollt wissen, dass den am meisten weiß, als den Lehrer von Moses lebt. Das sind weil alles aus der Meinung geht. Und das ist nicht eine Meinung außerhalb von dir. Und ich meine, das ist ein bisschen, was du schwätzt von Doten. Wenn du wirklich Lehrer von Moses entgegengeholt wirst, dann gehen Dinge Meinungen. Und da kannst du auch nicht mehr anders machen. Und du liest die Sachen so aus, weil du kannst, geht nicht ernst. Der Mensch funktioniert so. Du hast eine Meinung und das, was du voll überzeugt bist, da lebst du so. Du kannst machen, was du willst. Ob ein Druck lebt, ob Gott geht oder nicht, aber das ist eine Meinung und auch so lebst du. Du gibt keinen Zaubermechanismus, für da rundherum zu kommen. An Lo, wenn es weitergeht, muss man denken, den Vers lesen, den gesagt hat am 1, Vers 19, «Mein Leibbrüder, jeder soll sein Sinn, für Not zu lauschen, los sind, für zu schwatzen, und los sind, für Rosen zu geben.» Weil das nächste, was ihr seht, das ist ja wirklich, wirklich fantastisch. Ihr seht, du topert. Für was seht ihr, du topert? Ihr möchtet ein Argument und ihr seht, du hast ein Brett für den anderen. So, warst du wirklich so dumm? Quasi, also so verstehen ich das. Nee, das halt ganz direkt, das meine ich lo on fire gewinnt im Englischen so. Oh, ja, das ist wirklich schon gar nicht zu versacken. Also nicht ja lo am Vers 19 wirklich gesagt, Herr Jungen, dass du in der Schmei Israel gelebt hat, also nicht so besonders. Das meint die Mund noch an am Kopf, von denen, wo ich schreibe, kann ich noch weiter hier sehen, für Dach. Und dafür musst du vielleicht noch ein Schöpf droppen, also du topert. Und wenn sie Vers 19 noch am Hammer gehabt haben, da lauscht sie noch nur, ob man es möchte, dass sie so fänken, ob man es wirklich nutzt, weil so oft hörst du nicht an einer Ausspruch und Leute, die es dir gerne hörst, dass den dich als Topert bezeichnet, oder man ab dem Moment lauscht, dass du nur, weil du dich fräst, weil das los ja gemeint. Auch ich meine, hat gefunden, alle Guten zurechtweisen, weil er in dir nicht so. Ja, genau. Mir hier seht ihr, dann willst du angesehen, dass Glauben ohne Doten dort ist. Also, will wirklich, dass sie das verstehen. Mhm. Ja, und ihr wollt wirklich für mich auf hier, wenn, ja, Reimer, den du erwähnt hast, du kannst nicht
gerät gehen, wenn sie die Meinung mit anders. Und sie ist Jesus. Also Das nicht nur den Tick, mit das auch Lebensveränderung. Mit das Lebensveränderung, weil du kannst so, ich kann ja, du bist der Pastor und ich komme bei dich und du kannst all die vorstellen, die du, und ich kann da all deine Erwartungen erfüllen, mit gut nicht davon als wirklich meine Meinung. Ja. Ich meine, schon so eine Geschichte nicht erlebt. Die Person hat alles beantwortet, was die Indianer seit voltieren, und so war alles unter Reihe, mit Vergünnung unter Reihe, weil die Person hat absolut nicht die Meinung gehabt. Und das ist eben den Dingen. Wie findest du dann nur raus? Weil mir schwätze ja noch immer am Kontext von, du sollst keinen Favoritismus weisen, du sollst nicht jugieren, an der Hinsicht, du sollst die richtigen Motive haben, wenn du eine Entscheidung triffst oder ein riechst. Dann habe ich schwätzen dann lo vom Glauben denke, weil nicht ja gesagt, der Glaube soll nicht Favoritismus sein. Und da schwätzen denke du noch, dass das Gesetz, kindliches Gesetz, das was soll uns motivieren. Wie sieht der Jean am Jean sieht da auch, dass weit jünger sollen erkannt gehen, Nachfolger von Jesus. Das die Erkenntnisse, also ich zitiere Ja, nicht wörtlich, die Erkenntnisse unterläuft diese für ihn den anderen Hund und die Erkenntnisse und ihren Toten. Ja. Ich kann darum überlegen, wo das für. Sind wir sicher, dass es am Jean ist? Das ist am Jean nicht am Norden top. Nee, das ist egal. Also, wenn der Null steht und ihr wisst, wo am Jean steht, dann erinnert euch daran, weil wir kommen nicht. Ja. Das ist kein Problem. Aber jedenfalls, ich schwätze das und du topert. Weil alles ist am selben Kontext, weil dafür hat ja gesagt, dafür schwätzt ja der Glaube beim Favoritismus, wenn du nur gehst, du sollst keinen Favoritismus weisen. Und heute ist für mich eine total Auslegung davon. Das heißt, wenn du Leute hast, die können gut argumentieren, weißt du denen Favoritismus? Aber sie kennen Toten. Für was weißt du denen Leute Favoritismus? Und das ist ein bisschen für mich, wenn ich das ein bisschen, wie ich so, an die Einfachheit ransetzen. Und du, wenn du dann weiter schwätzt, da fängt man an mit den Leuten vom Alten Testament. Ja? Und ich fand es spannend für uns, weil ich will, dass vielleicht ein Thema ein bisschen schwätzt, wenn den Abraham hast, Miriam ein bisschen schwätzt vom, ich muss das mal lesen, weil ich kriege das mal falsch, Chachab. Ich will, dass einfach darüber ein bisschen schwätzt, wie war die Leute, weil hin stellt heuer Menge froh. Hier seht ihr die erste Frage, die dann stellt ist, willst du gesehen, dass Glauben und die Toten tot ist? Und ich schwätzt halt nicht davon, von der Rettung. Das ist, was die meisten falsch machen. Ich schwätzt halt nicht von Glauben, für gerettet zu gehen. Ich schwätzt halt vom Glauben, dein Leben. Du bist gläubig, du glaubst Jesus, du lebst dein Leben. Wie lebst du dein Leben? Du kannst nicht leben ohne die Toten. Du kannst nicht die Meinung ändern und nicht die Meinung, die sich ändert, du nur dann noch leben. Das geht nicht. Und das ist für mich, was nu fängt zu so, ganz klar und deutlich. He sagt, gauf nicht als ein Pap, und hin darf Pap so, weil hin ist in Nachkommen vom Abraham, hin ist Jud, durch Toten gerecht gesprochen. Und gerecht gesprochen kann auch gesagt gehen, freigesprochen gehen. Und ich will, dass mir das vielleicht ein bisschen mehr vertieft. Wie hin sei Jung den Isaac Altar geopfert hat. Gauf nicht als Pap Abraham durch Toten gerecht gesprochen, wie he sei Jung den Isaac Altar geopfert hat. Von was schwätzt ihn? Was ein Geschichte ist das? Timo, kannst du so ein bisschen Kontext setzen? Und dann will ich, dass mir ein bisschen darauf angeht, was gerecht gesprochen heißt. Also ich gebe noch Verse 22 bis 24 noch dabei, die sind. Geseist du, dass der Glauben zusammen mit seinen Toten gewirkt hat und dass durch Toten der Glaube vollkommen gemacht wird, so hat sich die Schrift erfüllt, die seht, den Abraham hat Gott geglebt und das gauf ihm als Gerechtigkeit ugerechnet. Hier gauf fünf von Gott genannt, die gesieht also, dass der Mensch durch die Tote gerecht gesprochen wird und nicht just durch den Glauben. Also wenn ich die Lehre von Moses hält und geht in an Genesis, da beginnt den Abraham, am Anfang heißt Abram,
Die echt können a Genesis 11, da gëtt einfach se Stammbaum kennt die so opgeziert an der Kapitel 12 begéinte Gott an krit versprechen an der Kapitel 15 krit Norenker versprechen an Hai am Vers 23 dat das ein Zitat direkt aus der Leier von Moses, wann du steht den Abraham huet Gott gegleeft an dat gouf ihm als Gerechtigkeit ugerechen. Also hier gleeft und dat wat Gott dem do verspricht an dat gëtt dem dann ugerechend. An als Menger Sicht möchte Jacques zuspielen an dem Moment huete se so de Schma Israel erfüllt. Also an dem Moment war bei dat den ensche Gott gött dat huete gegleeft. Aber weil ihr drüber schwätzt, dat geht net lang durch, dass dat Schma do wieder hölz geht net durch, dass nimm an engem Herz sees Gott huet mich gerat. Du muss man dat gesinn an da kann dem de Vers 21 stehen dafür schon no gesot huet du schwätzt neben iwwer Genesis 22 an dossen in der mat segem Jong dem Isaac als den Abraham huet e Jongkrut mat Sänger Niewefrau der Magd der Hagar an den hecht Isaac an dort Gott gesot die sollen opferen also wirklich opferen sollen als Opfer bringen an den das berät Schluss müssen net mal wann den Geschicht 0 ist an Genesis 22 mussten im Schluss net machen, weil Gott eng einer Lesung hört. Und da kann den null lesen später auch an dem Hebräerbrief, dass Gott seht an dem Moment huet sei Glave bewiesen. Und das ist natürlich das stärkste Argument, was der Jacques kann bringen. Dat heißt, den sie als Herren große Pap am Judentum an noch die Heiden, die lo die Jesus leben als hier große Pap gesehen, den huet sei Glaven an ihrer Leier vu Moses an ihrer Tora bewiesen mat enger Dod, mat enger Aktion. Also huet praktisch dat stärksten Argument golf fir zu so jungen, dat wat ich lo erzähle, wo ich lo grad Panzrappen, dat das fir ich theoretisch nicht neu ist. Me du können man trop agoen. Ich will just denke vom Abraham. Ich will just denke lese wie lo haiwer Säders am Genesis 15 Vers 6. Da steht den Abraham huet dem Jabi gegleft an de Jabi huet him dat als Gerechtigkeit ugerechnet. Das bisschen anders ausgedrückt. Me ha as lot froh. Wann den Abraham Gott seht breng mir jung op den Birsch wurcht der Weisen, wo soll geopfert gehen, den Abraham seht okay Gott. Oh Gott war dem Birsch. Gott war dem Birsch. Was denn Abraham? Oh Gott war dem Birsch. Gott war dem Birsch. Es schon in für den Abraham. Was denn Abraham? Und mit Abraham gelebt jo. Da geht ja durch. Nee, ich schon Abraham gefragt, die soll noch hinkommen. Aber wo ist Abraham? Die kennt nicht. Aber so war den Abraham nicht. Gott hat ihn gesagt und nicht direkt gemerkt. Und ich gesagt, ja, ich mache das, was man gesagt hat. Ich ändere meine Meinung und ich mache das einen praktischen Exerzice, auch von der Stadt nicht gerne machen, mein Jungen umbringen. Aber das ist ein bisschen für mich, was ich möchte. Ich möchte ein bisschen direkt mit den Leuten zu sagen. Wenn den Abraham nicht auf die Birsch gegangen wäre, dann hätten wir als Nation ein riesengroßes Problem. Ja. Voilà. Ich meine, das ist ein bisschen. Mir was hier steht, durch Tote gerecht gesprochen gibt. Oder wie du übersetzt hast, dass das als Gerechtigkeit ungerechnet geht. Also, wie gesagt, wie du vorhin erwähnt hast, gerecht gesprochen, das haben wir am Lützeburgischen erfunden. Das ist kein Wort am Lützeburgischen. Das kann ja noch gerade so gut dahin schreiben, freisprechen. Und weil, wenn du freigesprochen bist, da bist du für dem Gesetz gerecht. Dafür als freisprechen, also wäre vielleicht die bessere Übersetzung, Gott vielleicht auch erwidert, wird gesehen. Aber das ist genau das. Das vis-à-vis vom Gesetz ist ein Freigesprochen. Und ist nicht schuldig an der Nähe von Gott vis-à-vis vom Gesetz. Das ist das, was es ist. Und ohne dass er das gemacht hat, was Gott ihm gefordert hat, könnte er nicht freigesprochen gehen. Er könnte nicht an der Hinsicht an Unschuld durchstehen oder es als gut geschrieben kriegen, dass er unschuldig wie vom Gesetz durchsteht.
he gouf Freund vu Gott genannt. Wo steht dat? Dass he de Freund genannt gëtt. Du habe ich noch effektiv keine Ahnung. Ich kann mich nicht an den Text Weil ich- erinnern. Weil van man irgendwo an der Leier von Moses van man irgendwo, dass de Moses de Freund von Gott genannt wird. Nee, Nee. net dat ich wees. Ich meine, mir haben schon ein paar Mal durchgelesen und ich kann nicht garantieren, schon ein Gesicht, schon sogar ein Gesicht auf der App Freund anzugehen, ich garantiere nicht, die finden nicht. Wo könnten du drauf dann der Jacques für zu sagen, dass ein Abraham ein Freund von Gott genannt wird? Da muss doch jede Tradition sein. Das ist eine Tradition, definitiv. Aber ich will nicht drüber gehen. Mir jedenfalls, wenn du das siehst, dann fand er nicht an der Lehre von Moses und ihr sollt nicht erstaunt sein, dass er nicht fand. Das ist ein Lehre von den Weisen, jüdischen Weisen, die auf Konklusionen kommen. Und den Abraham muss ein Freund von Gott gewesen sein, weil Gott hat viel mit Abraham interagiert. Gott war total integral ein Teil von Abraham seinem Leben. Und Gott hat den Abraham immer beschützt, immer auf seiner Seite. Also in der Hinsicht muss der Freund von Gott gewesen sein. Kennt nicht anders sein. Und kann ich dazu sagen, dass das nicht so ungewöhnlich ist, weil wir haben nämlich schon, wenn ich gerade mir überlege, wo das am 1. oder 2. Timothée, da steht ein Kehr, wie die zwei Zauberer geherrscht haben am Exodus. Also das ist nicht so ungewöhnlich, dass in Heinz am Neuen Testament etwas findet, weil den am Alten Testament nicht zurückfindet. Und im heutigen Fall ist der nur Freund von Gott, was am Alten Testament nicht fand, was vielleicht auch aus dem Judentum da kennt. Es wird in ein anderes Beispiel, wenn ihn an den 2. Timothée geht, an du an Kapitel 3, da steht am Vers 8, das auf Seite 352 am Neuen Testament der Plötzebüsch, da steht, genauso wie die Jannis an die Jambris sich dem Moses wieder tun. Und da geht der Satz weiter. Am Exodus sehen wir, dass verschiedene Zauberer sich dem Moses widersetzen. Da wird nie erwähnt, dass die Leute Jannis und Jambris heischen. Den Paul weiß das auch, wenn dem Timothée schreibt. Und das weist uns, dass es der Wissen gibt am Judentum und auch am ungehenden Christentum, weil nicht an der Bibel ist, weil das wahrscheinlich auch nicht falsch war. Und da kann man das erwähnen. Und tatsächlich ging ich dann davon aus, es war scheinbar ein Lehrer, das allgemein Wissen, auch von der Bibel nicht am Alten Testament erwähnt, dadurch, dass es am Neuen Testament erwähnt wird, geht es zum Wort von Gott. Wir fanden keine Bibelstelle. Ja, und dafür wird da doch die mündliche Tora genannt. Bei den Juden, weil sie da viele Sachen haben, wo Diskussionen weitergehen an der mündlichen Tora über Tora. Okay, wir sind noch bei dem letzten Teil vom Jacques, wo er dann anfängt zu sagen, ma war nicht dasselbe mit der Hoa Rachab. Da wäre ich froh, wenn Miriam ein bisschen etwas so von der Hoa. Also Rachab war eine Frau, die hat zu Jericho gelebt. Und das war zur Zeit, wo die Israeliten gerade an Israel wollten ranziehen, also Kanaan damals, an Kanaan erobern. Und es wurden 2 Spionen rausgeschickt, für Jericho in das Loop zu holen. Und Rachab hat sich an die gekümmert gehabt, hat sie verstoppt, wie sie von den Autoritäten gesicht goufen. Und hat noch gefragt, dass hat an sein Tod verschont bleiben von die Israeliten dann Jericho angreifen. Und das ist Rachab. Und du überlebt, das ist ganz wichtig, mit seiner Familie. Du überlebt. Er ist dann nur froh, weil nu geht es viel, gell? Wir kennen ein bisschen die Geschichte vom Rahab, so wie vom Abraham. Gouf sie nicht durch seinen Toten freigesprochen, wie sie Boten gastfreundlich abgeholt hat und sie auf einem anderen Weg fortgeschickt hat. Gouf Rahab jemals an der Schrift freigesprochen, steht der Satz du an, Rachab war freigesprochen.
Nee, hat gëtt just dann no evaluiert méet gëtt neicht gesot. Voilà. Hat ass freigesprach gin, well hat ass net gestøwen seg Familie hat überlebt. An dofir ass dat die Übersetzung freigesprach viel besser. Well hat gesetzlich gesinn steht hat gut do, weil Gott les hat überlewen an allen guten Diana zu Jericho sie gestøwen. Du war oni ausnahme. Das huet kein überlebt. Ech eng Quiz vun Ech. Spees dat so eng Ausleung der Techt muss net sinn, dats dat de Grund ist. Spees net wie wat Jack dat geholle. Me ech schumech gefrot, wie wat hälten den Abraham an dann die Hoer als Beispiel. Also ech schon eng Antwort fir mech selber fand, weil ich beim Abraham hunn ich normal fand, weil dat so den Mann ass am Judentum an dofir fir sie wich Beispiel nass natürlich auch ein optimales Beispiel. An den Abraham symboliséiert praktisch de reiche Mann, weil an der jüdischen An noch an der Bibel as den Abraham irgendwann der reiche Mann, an der symboliséiert de reiche Mann hai war am damitischen as engem Herze, weil man der Lächter vollch gesinne, worum es eigentlich geht, den huet wirklich geglebt, dann huet man segen Dote gewesen. An Hoher Rachab ass wirklich Beispiel vun engem Armen an den Arm vun de Judendemos huet hat ja wirklich alles falsch gemacht, wat ka falsch man verkkeft sei Kierper, huet wahrscheinlich net viel suen, dats am falsche Folleg etc etc. An hat weist, dats et méi vu Gla verstaan huet wéi déi die Logratheit Panz gerat kräen. Weil hat huet gesot, ich klewen der Runner am Joser kann dat no den ich klewen runnner, dats Gott den ensche Gott ass Schma Israel is an no machen Jappes. Dat mcht es wat kontrovers heinst du diskutiert gëtt wéi dat gesagt mir mcht der Techt seg Dote beweisen net. Dufir schmeng den nutcht ganz bewusst, dat eich Beispiel hunnsch verstanden den Abraham werden der mit der Zzweetbeispielmengen ass, weil ha joch ball wie eng wie en Verglach mischt, dat sei Kapitel also Das schön aufgerannt. ja aufgerannt ass. Also war dech direkt gesinn hun ass den Abraham de Pap vun der Nation, de Pap vum Glaven und den Gott de Yahweh huet alles ma Abraham ugefangen. Givet dat überhaupt net existieren ganz eich gesot, weil Nationalism gift net existieren. De Moses wenn die kom Sinai wär nie geschitt, dat de Gesetzer gi gesinn an all de recht wenn net geschitt. Heschwden fir Mësche den Abraham aus den Ursprung vum Glaven hin das absoluten Ursprung vum Glaven. Du hast kein den méi freigesproch gin as wie den Abraham am Sinn vun Heechtung absolut ganz gut für Gott. Weil Gott en begleet huet, egal wat gemacht huet, in Teil so van den dat so Blötzebusch scheiß gebaut, wann den gelünn huet, an Munsche Kinneken an Sche die Berenteburcht huet, weil gelundet, dass seg Frau seg Schwester ass, obwohl dat war eng notlichen, weil sie war segen Appesschwester. Me bon, hi war net déierlech. Trotzdem war Gott mat dem do. An Trachab ass am Fongol just de Konträr vum Abraham. So gesinncht die Sach. Hat ass absolut net den Ursprung vum Glaven, hat ass just de Konträr vun dat wat Gott geht. Hat ass e net schut an plus an dats eng Fra. Also hai provozeierte Jase awer wirklich mega viel. Weil hier Schweiz Teil von einer nützlicher Frau, die absolut total falsch lieft, falsch stoppen wird, und noch die Frau, die absolut keine Ahnung hat, wen die Gott ist, wo den Abraham an sich noch kommen sollen, wissen, wen die Gott ist, und die Doten, die sollen korrespondieren, weil die Meinung ajustiert ist, vis-à-vis von der Lehre von Moses. Trab hat nicht viel gewusst. Mit das, was er wusste, hat er umgesagt. Aber kann die zwei Beispiele bringen, weil sie an der Lehre von Moses verankert sind. Das heißt, sie können nicht so, wie kannst du das machen? Ja. Also hier können die so eine Schleize mit ihren eigenen Waffe. Natürlich, ich gesehen eng einer Perspektive wie du, wir sind alle zwei richtig, also das ist 100% richtig. Dafür fand ich das so spannend. Hast du noch eine andere Perspektive? Nee, ich schon da so gesehen, dass es echt also hier provoziert ja, mit der Vetter dein Frau ist, dass es nicht jeden ist, dass es ja an auch der Vetter so etwas
dass eine Person, wo sie als Juden total über drauf geguckt hatten. So, ja, der letzte Stand von der Gesellschaft. definitiv. Und hier halt drei als Musterbeispiel. Also méi beleitsche konnten se net dafür huet jo am Ufang gewarnt wann ich klift lauscht dat no wat ze so noch van den bëssen hat méi bon das zu ausem Guten an dann sitten dann die lächten Satz wir sind dat lo bëssen durchgängen so wie e Kierper uni Geest dod ass dat muss man lo erklären wer se Kierper uni Geest dod Also so ass och de Glaven oni doten dot. Dat is kom je fenken lo un so wie he geschwart huet. Hut er schon e Kierper gesinn oni Geest. schon de puer Leichen am eng Liewe gesinn. An dat werde ëmmer do beschreibe, wann einer Leuten michch froen, die vielleicht net Chance ass vielleicht het falsch tut an dem Kontext eng Leich gesinn an ihrem Liwen. Du geseis wurwirtlech die Person as dot also dat ja Das wie ein Zelt, ja in Eidelt Gehülz. das wirklich du geseist dat das net erzelwicht a wann du auch eng Person stirwe geseis wann du dafir geseis pu Minuten dann no du bemerkst dat das mit derzelwicht also de Vergleich ass mega den he mcht Oder du hast die Leute die bësse wie gemäes nach lewen dat Tisch senken op engem Apparat se gin dem Lewe gehalen. Mit de Gees wieder. ja du hast aber noch so dass du so lang de Blut durch de Kierper geht also das Menge Erfahrung mat enger Person wo du wirklich wo herz nämlich schlägt die fir do erklärt dass du geseist du dat das absagen so wie du gesagt das ist also kein B4 so weil eng leicht Bon. as do an so weiter me du geseist dat das mit der zerwischt also de Verglach van Schmeger Dat techt wat beschreist man dann lo dot ass du funktioniert ke Geest méi. du as auch neicht méi Das ist kein Präsenz wieder. Also ich schon mein Großeltern gesehen. Wie ich hier Leiche gesehen habe ich gemerkt, mein Boom und mein Bob, die sind nicht mehr da. Hier das Haus ist da. Hier das, was sie die Jahrzehnte, wo sie gelebt haben, gedroht hat, das war noch da. Mir hier Persönlichkeit, das, was sie ausgemacht hat, das war fort. Okay, wat ich aber will rauskommen ass Dich van de Geest net mit do ass wat ging zweck huet de Kierper wat ich will dummer de so ass setzen am Kontrast vun vun du do hast eng Menung an so wie der Geest funktioniert hust de Kierper fir dem zu setzen Ja. ja wann ze ke Geest huest da kann de Kierper neich mehr umsetzen Nee. an der Verglach wann es kein Doten hörst dann auch Glaven wie du an so ass et och an dat ass dann immer so e Verglach die der firstellech wéi dit wat man ganz séch sinn. So ass och de Glaven oni doten dot. Techt Glaven Geest doten Kierper. Nee, umgedreht. Was dem gedreht? ja, Das war also, das nämlich eng froh gewicht. Ja, nee, Wie gesinn dat noch? ich gesehen, dass Ass de die Kirche- Geest Glaven doten Kierper oder ass se Kierper Glaven an doten Geest? Maar je seht, ein Körper ohne Geist ist tot und ein Glaven ohne Toten ist tot. Das ist der Vergleich, ist, dass der Körper der Glaven ist und der Geist sind Toten. Techt das umgedreht ha. nicht Nee. wann giwer nie schreiben hörst du Kierper Glaven Geest Ja, wie ich beschrieben hun ass de Kierper aus den Aktionen kann machen an de Geest aus den Aktionen aktiviert. dat mir Welten dat het wär dat das eng logisch erklär mir hier se Ja, vom Text her ernstcht An der Techt wat hun ich dann noch falsch verstanden. nee der Tisch das als Theologie die man oft tun net stimmt bei mir gift theologisch gif man oft als Christe so und de Glaven ass de Geest an Ja. tote sind de Kierper Genau. an hier weist das Datei om mansheim Verglach umgedreht ass mir dann muss noch machen weil ihr will weise wie wichtig tote sinn das tote recht Ja. weisen weil als eng jüdischen denken an dem sind biblisch als toten de beweis dass de lewischen erwebers
den Körper als am Anfang, also wir haben so als Hülse, als Zell, als was auch immer beschrieben. Aber wenn man den Geist an den Körper ranmachen, also was Gott das möchte, nicht mehr, aber wenn den Körper ein Geist hat, dann ist es der Geist, also wie soll ich sagen, der Geist kann nicht also der Geist kann nicht seine Präsenz manifestieren ohne den Körper. Und so können auch Toten ohne Glauben, Toten ohne Glauben sind auch nicht wert. Das ist ein Symbiose, du brauchst die zwei. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären. Das meine ich auch den Schlussfolgerung. Oder du kennst es so ein Satz von Gold. Ja, das ist Satz. Ich muss vorlesen, weil ich muss präzise sein. Aber so, was er denkt. Wenn der Glaube kein Doten hat, dann bist du geistlich unrein. Wenn die Doten nicht motiviert sind durch dein Glauben, dann sind die Doten unrein. Nach ein Keier. Wenn der Glaube kein Doten hat, dann bist du geistlich unrein. Wenn die Doten nicht motiviert sind durch dein Glauben, dann sind die Doten unrein. Interessant. Wenn ich das Wort Unreinheit definiert als nicht gut, dann wärst du mal da verstehen. Oder nicht als der richtige Motivation. Ja, unrein, nicht akzeptabel für Nicht akzeptabel. Ja. Genau, das ist ja das. Unrein hat ja nicht immer zu tun, ob es gesund ist oder nicht. Unrein hat es immer zu tun, als es komplett vis-à-vis von Gott das sie nicht so entgehen hat. Und ich meine, darüber als für mich der Jacques wirklich drauf aus. Wenn du Glauben hast und du hast keinen Doten, geistlich gesehen, was passt denn dann? Da funktioniert etwas nicht. Dann hast du ein geistliches Problem. Du hast etwas, was nicht klappt. Das ist, was du für mich so. Aber wenn du dann den Doten hast, die aber nicht motiviert sind durch den Glauben, dann sind die Doten. Was sind die Doten dann? Wenn du Jesus noch gehst und du sagst, ich gehe Jesus noch, mit den Doten, die wissen nicht, dass du Jesus noch gehst, was sind dann die Doten? Und was sind sie basiert? Du kannst sie effektiv nicht trennen. Und das ist, was er will so. Das eng Einheit. So wie du siehst, das Wort eng Familie sind mehr Leute an der Familie. Und so hast du dasselbe Glauben und Doten, die kannst du nicht trennen. Du kannst sie nicht künstlich trennen, weil Glauben und Doten gehen Hand an Hand. Wenn du Doten hörst, dass du Jesus noch gehst, die weisen darauf, dass sie Glauben hörst, und wenn sie Glauben hörst, sollen die Doten weisen. Das ist ein Ausdruck aus von dem Glauben. So mengen ich, als es für jeden Fall so. Ich will nicht, und ich will das nicht so, ich schwätze halt nicht von, wie manche Leute das Foto erfunden haben, von Gesetzlichkeit. Ich schwätze gar nicht so etwas. Ich schwätze einfach halt von, ist der Glauben echt oder nicht. Und das kannst du nicht mehr weisen. Und Leute, die Überzeugungen haben, die weisen es doch. Die weisen das in ihrer Art der Form. Egal, was sie glauben, sie setzen es doch um. Und ich kann dir ganz viele Beispiele geben, wo wir alle gut darüber lachen. Aber du siehst Leute, die absolut nicht mit Gott am Hut haben und die haben andere Überzeugungen, aber die machen etwas, was die Meinung geht. Sie aktivieren sich, sie setzen nicht einfach da nur zu gucken und nur zu lauschen. Und das ist ein bisschen, was für mich den Jacques zum Schluss im Dach gesagt hat. Ich wollte noch irgendetwas beifügen. Nee, Ja, stimmt ich dem so. Ja, wäre alles gesagt. Dann haben wir auch die heute Folge gepackt. Dat waret dafür haut. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-SBL. Für all Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, ab bis nächstes Jahr.